Der Held des Himmels begrüßt euch zurück hier beim Let's Play von Legend of Zelda Breath of the Wild. Oh yes. Ja, noch ein bisschen was anderes, war hier so Link in Skyward Sword, Tunika und so, mit Schild und Schwert und volles Geil. Volles Geil, vor allem alles geil. Volles Rohr, wollte ich eigentlich sagen, so rum mit dem Schuh raus. Und ohne Bogen, was ist denn hier los? Naja. Ich habe ein bisschen vorbereitet, auch schon Hühnership mitgenommen und so. Natürlich nicht für die Quest hier, ist klar, damit ich es nachher nicht vergesse. Und so weiter und so fort. Viel hat sich, glaube ich, nicht getan. Woher auch? Ich habe natürlich noch ein paar Dinger versucht. Noch ein paar Truhen zu looten. Sprich mit Amiibo-Effekten halt und so. Noch ein bisschen Einkauf gegangen. Mit Pfeilen fürs große Finale. Später. Genau, den noch mitgenommen hier. Die Bögen aus unserem Haus. Weil werden wir sicher noch gebrauchen. Und hier ist soweit alles cool. Hylia-Shield natürlich auch geil wie sonst was. Ansonsten, nö, ist alles wie gewohnt. So, bevor wir uns noch loslegen mit dem zweiten Teil der Prüfung, erstmal, wo haben wir es? Und machen erstmal, ja, ich mache Kraftkoch-Ops, komm. Und zwar, direkt das hier und ich würde sagen, let's go für den zweiten Teil. Vorgelesen bitte. So, ich habe mir noch ein bisschen vorbereitet. Vorbereitet in diesem Sinne. Das ist episch, ey. Also, aber irgendwie ein Déjà-vu, ganz ehrlich, wenn ich so Skyward Sword Link sehe, wie das Maßschwert in den Sockel steckt. Hat schon was für sich. Ja, vorbereitet in diesem Sinne, ich habe mir nochmal die letzten 2 Parts angeguckt. So von wegen Strategie und so. Ich habe noch ein paar Kommentare durchgelesen und sonst Tipps eingeholt, wie man wie was machen kann. Zum Beispiel auch mit Überraschungsangriffen, die ich ja, da ist man halt auch ein bisschen verwöhnt mit der guten Ausrüstung und so, die man halt nicht mehr so macht mit der Zeit. Aber jetzt halt umso wichtiger ist. Auswahl des Schwertes. Im Namen der Göttin Hylia sollst du dich der Prüfung des Schwertes stellen. Es fehlt dir noch an Stärke, um das wahre Licht des Masterschwertes zu entfesseln. Überwinde alle Fernisse dieser Städte, um deinen Körper und deinen Geist zu stehlen. Und abzukratzen. Dies ist ein Ort Illusionen der gewöhnlichen Welt entrückt. Was auch immer dir hier in die Hände fällt, wird sich in Luft auflösen, wenn du in eine Welt zurückkehrst. Ja, weiß ich ja. Auswähle des Masterschwertes, überwinde die Prüfung des Schwertes und entfessle sein wahres Licht. Das müssen wir an dieser Welt zu verbannen. So, Schrein des Schwertes. Gut, legen direkt los. Prüfung Nummer 2, oh. Verarschen? Nett. Wirklich, wirklich nett. Achso. Der hat Feuerpfeile und Feuerpfeile, war? Ist ein unglaublicher Typ. So, jetzt aber. Keine Chance. Komm, wir gehen jetzt runter. Okay, machen wir es jetzt anders. Was das denn? Das war nichts. So, ob man so machen muss, keine Ahnung. Das mache ich jetzt garantiert nicht so. Da oben ist Truhe, ja, ganz toll. Habe natürlich nicht gesehen, Freunde, ich habe es nicht gesehen. So, natürlich Angriffspower, aber der hält natürlich nicht mehr so lange. Okay. Geht natürlich auch so, ist gar kein Thema. So, schon noch ein paar Pfeile. Sagen natürlich nicht nein, im Gegenteil. Was? Hey!
Hält ganz schön was aus. Kommen da hin. Schnell auf und ab und so. Moment. Ja. Ja komm, muss irgendwie gehen. Dink! Halt dich fest! Hä? Verstehe ich nicht. Nein! Ah, fuck! Ja, das ist natürlich schön, wie kommen wir jetzt da hoch? Hä? Da muss ich irgendwie gehen. Wo sind da hochkommen? Unsere Truhe. Da ist voll das ultra krasse Item drin. Gut, da gab ich jetzt zwar eher weniger so viel Glück hätte, aber trotzdem. Ja, geht schon mal richtig los, wa? Aber warte mal. Ach, doof. So. Ja, sah halt so aus, kann man direkt da hinfliegen, ist egal. Das ist hart. Landbogen, dankeschön. Kann man sich gut gebrauchen, so jetzt aber schnell weiter. Das war erst die erste Ebene, Alter. Und man muss sich ein bisschen umgucken, war ist klar. Ganz auf Anhieb, das, perfekte Kombi. Eher weniger. Anschleichen, ja gut, oben wäre es noch gegangen bei den Typen. Nicht euer Ernst. Wir haben natürlich... Was zum... So, tschüss. Lance hat so cool gewesen, wo ist der andere Typ hin? Ich weiß, einer ist da oben noch, der da schön um sich rum schießt. Hallo? Ja, du bist auch da. Warte mal, du gehst gerade ein bisschen auf den Sack da. Okay, das wird nicht so leicht den Platz zu kriegen. Und gerade die stärkste Stufe, oder was? Typ ist tot. Perfekto, so soll es auch sein. Holzvolle Axt, es geht so natürlich auch die Bombe. Ne, geht natürlich nicht. Kriegt die Bombe vielleicht da hoch? Rein theoretisch ja. Aber dauert jetzt lange. Wo kommt dieser scheiß Wind die ganze Zeit her, ganz ehrlich? So, Bogen ist bald da platt. Das höre ich aber nicht so gerne. Und der Typ hat keine Waffe gedroppt. Das finde ich auch nicht so geil. Da ist noch so einer. Das ist der gleiche. Ja, das tut auch so etwas.
Was mir auch in der letzten Folge ein bisschen, naja, fast ein Verhängnis geworden wäre. Gewisse Gegner, die können natürlich nicht endlos fallen oder auch nicht schwimmen, wie die Moblins und Bocklins und so. Und da hilft es natürlich schon ein bisschen, wenn man die nicht gerade unbedingt besiegt so, aber halt aus dem Weg räumt. So, dann geht's da weiter. Da ist sonst nicht so weit. Da geht's auch nicht rein. Keine Truhe, nichts, okay. Zeit für Ebene 3. Noch ein guter Tipp war... Ach du Scheiße, was ist denn da hinten los? Blau, blau, rot. Okay, geht noch. Was darauf noch geraten wurde, es gibt später mal noch... Toll. Noch antike Pfeile sogar hier. Und man soll sich die doch, wenn es geht, bis zum Schluss und bis für bestimmte Gegner aufsparen, weil logischerweise, wenn zum Beispiel irgendwelche Leute auftauchen und so, ein Schuss sind weg. Das hat schon seine Vorteile, sag ich jetzt mal, wenn man sich nicht groß mit dem beschäftigen muss. Ja, linke Weise tut weh, verstehe ich auch. Elsternlanze, okay. Hier für welche? Ja, was machen wir mit euch? Mit dir hat aber keiner gerechnet, Kumpel. Tschüss. So, wir sind irgendwie alle gut geschützt. Sagen wir jetzt mal die Schwächen platt machen, wa? Die Starken kümmere ich mich später. Ah, da sind wieder zwei. Hui. Ah, scheiße, die gehen nicht runter. Mit anderen Worten, jetzt muss ich wieder loslegen. Ist nicht meiner. Nein! Okay, der war nicht schlecht. Ich bin in nie geflogen. Frag mich nicht, wie das ging, aber ich bin in nie geflogen. Hätte Bombenpfeile? Kumpel, ich will nicht, dass du runterfällst, ja? Tatsächlich Bombenpfeile, hey, ich glaub's nicht. Nein, ich wollte ihn noch haben. Okay, das Bombenpfeile hat, das habe ich zu spät Ich habe schon Explosion gehört, aber dachte halt da an was anderes. Ja. Okay, es ist schon zerbrochen, das gefällt mir gar nicht. Ja, Bombenpfeile, schön. Ja, was zum Normal essen. Nö, natürlich nichts. Ja gut, ich behalte es trotzdem mal noch. Eispfeile gibt es auch noch. Das finde ich jetzt auch mal sehr interessant. Ich sehe, 3D geht schon drauf. Ist auch nicht schlecht. Keine besondere Wirkung, aber ich mache es trotzdem mal so. Der Ding muss down sein, das heißt, es fehlt noch der da. Und ganz ehrlich, ich habe jetzt auf den... So. Zum Glück nur das blaue Exemplar. Tsching.
Ja, also ich glaube, die anderen Stärkenkaliber kommen früh genug. Ja, das war so nervig, hey. Das mit dem Bombenfall so unnötig, der Treffer. Der war echt, echt unnötig. Die Anfangsstrategie war gar nicht mal so schlecht. Eben vor allem sich erstmal auf Schwächen konzentrieren, weil die mit einem Hit down sind. Und auch wenn sie natürlich schwächer sind, aber es gibt halt trotzdem halt Vorteil, weil weg ist weg. Den Tor hat er, glaube ich, schon aufgemacht. So. Und ich habe immer Angst, dass ich irgendwie noch Schaden kriege. Voll doof. So, also die dritte Ebene. Ich glaube, es ist so bei der mittleren und der schweren Prüfung, dass die Heilungsebenen, erstmal gibt es mehrere, und zweitens kommen die ja früher. Ich glaube, hier ist es sogar bei 5 oder 6 schon. Es soll 2 geben. Dann fucking ernst. Was ist das denn gerade? Nein! So, ich habe nur ein Schild, das riskiere ich nicht. Das ist mir, So, er weiß gar nicht, wo ich bin. Ich will natürlich die Waffe sparen, was sehe ich ein. Versteht zwar nicht, vor allem nicht, warum jetzt vorhin der Shidimi zerbrochen ist oder so. Also verbrannt ist wohl eher. Weil gekonnt habe ich eigentlich, wie ich finde, relativ gut. Ich wollte gerade sagen, muss rein der einzige Gegner hier sein. Ja, wie gesagt, die finde ich eigentlich haben wir gut gekommen und so. Einzeln mit dem Bomben versuchen können, war. Weil Bomben, ja, aber vielleicht nicht so viel Schaden, aber ich habe eigentlich genug Pfeile, wie man sieht. Und ja, hätte sich einen oder anderen Vorteil gehabt. Egal. Jo. Verarschen? Toll. Kann das irgendwie magnetisch noch rüberziehen? Okay, der wird noch gehen. Oder ist er schon? Ja, kaum noch Risk-Knopf an, ich hoffe. Natürlich nicht. Und weg ist die Truhe. Alter. Ey, da wirst du echt nur verarscht. Du wirst dich nur verarscht, weil wir wissen, dass es plötzlich durch die Gegner rumturkelt. Mann, ey. So, das ist was anderes. Das sind explosive Faces. Wie soll man die... War an meiner Stelle vielleicht ein explosives Fass, vielleicht deswegen. Ich habe es nicht gesehen oder so. Das könnte ich mir jetzt theoretisch noch vorstellen. Die pure Verarsche. Ich meine, sorry. Was soll das denn? Ich hab's ganz legitim... Ey, da müsst ihr ja sofort in Lauerstellung gehen und dann sofort in die Grabben, sobald es überhaupt möglich wäre. Okay, sorry, Nee. Mittlere Teil verarscht mich nach Strich und Faden. Alter. Wenn es so weitergeht, fange ich noch an, auf Schweizerdeutsch zu fluchen, ganz ehrlich.
Ebene 5. War meine Information doch richtig, wa? So. Das ist die Frage, ob die Fee überhaupt abhauen würde. Ich hoffe es jetzt mal nicht. Gut. Haben wir hier noch irgendwie ein paar Fische drin oder so? Ja, natürlich hier im Erholungsraum. Immer alles genau beobachten. Ja, gut, geht auch. Ja, zumindest gibt es jetzt ein paar tote Fische. Hat sich also insofern schon mal gelohnt. Das Schwert natürlich sehr, sehr gerne. Die Hylia-Hose, okay. Die Kleidung kommt jetzt schon. Ich meine, ist vielleicht auf den ersten Blick noch nicht viel, aber sie ist trotzdem Kleidung. Aber nur ein Schild. Immer noch nur ein Schild. Was ist hier mit den Schilden los? Okay, den kann ich fällen. Bombs away. Gut, fällen kann ich mehrere. Logisch, aber da gibt es ein paar Apples. Ein paar Apple Teenies. Nee, natürlich nicht. Jo. Alles geplündert. Der Holzbündel hier ist überhaupt irgendwas bringt. Das ist natürlich die andere Frage. Wiederholen kann ich mich eh nicht und eine Kochstelle selber machen geht ja auch nicht. Also insofern. Naja, also. Doch mehr Herzen auf. Machen wir es mal so, wa? Einmal kochen, bitte. Knusprig geröstet, sehr gut. Ich würde direkt mal reinpfeifen, weil wir haben es bitter, bitter nötig. So, was haben wir sonst noch Schönes? Mehr Herzen auf, Rüstling. Sagen wir zu die Abwehrkraft. Klingt gut. Ist natürlich teilweise noch die Frage, soll es mir vielleicht noch aufsparen, aber ich glaube, zum Aufsparen aber gar nicht so, so viel Zeit, war. Eine maximale Ausdauer. Das wäre auch nicht schlecht, ganz ehrlich. Mach's mal so, wow. Gerade um die Ausdauer aufzufüllen. Ist nicht viel, aber es kann mir unter Umständen noch den Arsch retten. Dann Schwerbanane. Wir haben hier Spuren. Geschwindigkeit, so. Einer kombinieren können. Egal. Der Rüstling natürlich auch sehr gerne noch mit. Dann mit ein bisschen Fleisch. Jo. Und ich glaube, nachdem was für Gegner kommen, wird der sehr, ja, sehr nötig sein. Ist halt natürlich nur Level 1, ist natürlich kein Vergleich zu unseren sonstigen, aber hey, besser als nix. Und die Schwertbananen für den Angriff. Spurtlos, Verbindungsgeschwindigkeit steigen wir auch eigentlich eher weniger. Dann machen wir es trotzdem mal so. Scheint was Gutes zu geben. Kraftkochobst. Okay, das ist Stufe 1 noch. Dann. Ja, komm. So. Ausdauer-Kochobst. So. Mal den reingepfiffen. Lecker. Dann würde ich sagen, gehe ich mal hier ein bisschen auf Angriffsmodus, wa? Nehmen wir hier den da. Direkt auf den Falkenbogen, scheiß drauf. Direkt auf die Eispfeile. Ja, ich habe das Gefühl, es kommen die ganz harten Brocken.
Jetzt schon, war? Haben sie was vergessen? Nö, was natürlich gemein ist, System. Speichern. Das ist nicht möglich. Natürlich nicht. Das finde ich auch ein bisschen so, ich meine, sorry, aber erwartet man wirklich, dass man so eine Prüfung an einem Stück durchzieht? Ich meine, klar, man kann die Switch pausieren und so weiter und so fort, ist gar kein Thema. Aber, weiß ich nicht. Das ist nicht euer Ernst, oder? Ich weiß auch, wofür die Fackel da ist. Erinnere mich irgendwie an einen Schrein, ist ja schon eine Weile her, wo es damals noch wo es damals noch Dings gab. Einen Schrein mit so einem Hinox. Hat ein bisschen was davon, finde ich. Ein Krogfächer, der brennt. Wie viel braucht man noch? Ich meine, eigentlich müsste doch sofort sich in Luft auflösen, meine ich halt. Ups. Ah, scheiße. Ich war nicht schnell genug. Sorry. Wow. So, ich sehe nichts. Hallo. Habe ich alles wieder? Mal kurz gucken. Ich müsste alle da haben. Gut. Ja, die Bomben sind ein Freund, ganz ehrlich. Und ich wette mit euch, irgendwann taucht mal so ein Hinox auf. Den man kaum sieht. Ups. Mann, will doch immer eigentlich in... Uah. So. In sicherer Entfernung sein. Gott sei Dank, ich sehe wieder was. So, kein Bock darauf zu brennen. Jo, natürlich die Frage noch ein bisschen umgucken. Hat's hier und da noch eine Kiste, obwohl es so stockdunkel war? Nee, offenbar nicht, wa? Schade eigentlich. Sehr, sehr schade. Ach, nichts sonst irgendwie und so. Nee. Gut, aber geht schon wieder flöten, geht irgendwann in den nächsten Raum. Nachher muss ich sicher mal, wieder mal die Folge beenden. Ja. Ja, es dauert, es dauert. Und wie es dauert. Och nö, nicht so eins auch noch. Alter, ich sehe nichts. Das sind wir natürlich. Oh nein, sind die Viecher. Kann man nicht... Oh, jetzt haben wir es eigentlich mit einem... Warte mal. Nein! Mann! Ich kann nicht kämpfen, wenn ich nicht sehe! Und vor allem, wieso schützt mich mein Schild nicht? Hallo? Ich wollte am liebsten den Ding einsetzen, weil da hat man so einen sicheren Feuergegner. Logisch, er spuckt ja auch Feuer. Oh mein Gott, wie kann man nicht sehen? Die Genossen versteckt zu locken, bringt aber auch nichts. Okay, Freunde, wir machen nächste Folge weiter. Es ist, weiß auch nicht, hey. Mann, oh Mann,
Mann, wir können uns eine Schnapsidee im Dunkeln das Ganze zu machen, ey. Alter. Ja, bis nächstes Mal. Tschüss.